Ja, die Ära bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution geht weiter. Und so heute mit Yu-Gi-Oh! Sexel. Mit der vierten von insgesamt 6 Staffeln. Das heißt, vom Let's Play haben wir eigentlich schon über die Hälfte durch. Eigentlich. Mal gucken, wie es am Schluss wirklich ist. Aber ich glaube, über 100 Folgen wird das Let's Play noch werden. Zumindest was rein die Story betrifft. Und das ist ja zumindest noch unser Ziel. So. Mit dem Strom schwimmen. Sexel-Geschichten werden geladen. Die Geschichte von Yuma zu Kom beginnt an einem Tag wie dem anderen in der örtlichen Mittelschule von Heartland City. Dort sah er, wie sich sein Freund Bronk mit Shark, dem Schulschläger, duellierte. Shark war ein starker Duellant und meisterte Exis-Beschwörungen. Danke für das Duell und für dein Deck. Nicht so schnell. Wer bist du? Ich heiße Yuma und bin ein guter Freund von Bronk. Das war? Er hat mich Falkling genannt. In einem Sonntag hielt Yuma sein Versprechen und trat gegen Shark an. Was in diesem Moment setzte die Halskette und den goldenen Schlüssel in Yuma, der von seinen vermissten Eltern mit Geschenk bekommen hatte, etwas frei, das sein Leben für immer verändern würde. Den Schlüssel befreite Yumas Mut ein Wesen aus einem unbekannten Reich. Ein Wesen, das nur er sehen und hören konnte. Wer bist du? Eine Astralgestalt. Dann sag doch was. Astral. Hä? Was ist ein Astral? Mein Name, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich erinnere mich nicht an viel. Du Held, das war mir bekannt vor. Ja, ich erinnere mich, dass ich weiß, wie man sich duelliert. Sieh zu! Ah, mit so duelliert sich also Astral. Also mich erklären, was Xyzmon sind und wie sie beschworen werden. Okay. Da klingen wir aber ganz kurz durch, Freunde. Eigentlich ist es relativ easy. Es steht hier drauf, wie man sie ruft. Man legt sie übereinander. Das haben wir eigentlich dann die sogenannten Xyz-Beschwörungen. Genau. Jetzt endet den Zug. Da sieht man sehr schön, was er gerade macht. 2 Monster in derselben Stufe, mit demselben Level. Und dadurch ergibt sich ein Rang. Also 2 mal Level 3 Monster geben zum Beispiel einen Rang 3. Und halt wie viele Monster es dafür braucht für so ein Xyz-Monster, steht auf der Karte drauf. Manchmal sind es 2, manchmal 3 oder 4 oder bestimmte Monster. Ja, und durch das Abhängen dieser Materialien und Materialmonster kriegen sie noch besondere Effekte. So weit, so gut. Die Stufe wieder höher können nicht angreifen. Natürlich auch krass, weil bis jetzt war es eigentlich immer so, egal ob es jetzt Fusionsmonster oder Synchromonster oder normale Monster oder normale Effektmonster waren, also normale Monster oder Effektmonster waren, es waren immer Monster mit Stufen. Aber Xyz-Monster haben Ränge, keine Stufen, also zählt für sie zum Beispiel sowas wie Schwerkraftbindung gar nicht. Na dann, Freunde. Xyz-Beschwörung. Spiel das Überlagerungsnetzwerk und rufe als Xyz-Beschwörung. MX-Säbelbeschwörer. Genau, du kannst einmal 3 von dieser Karte abhängen. Beschwören einen Erde-Krieger, dann Stufe 4 Spezialung, dann den Deck. Also Effekt aktivieren. Wir hängen an Xyz-Material, so nennt man das einfach ab. Und rufen dafür das Viech.
Wenn ein Xyz-Monster das Spiel verlässt, geht alles Xyz-Material auf den Friedhof. Das stimmt. Jetzt Xyz Wiedergeburt. Gut, wenn wir auch normale Wiedergeburt spielen können, müsste auch funktionieren. Ah ne, genau, weil es jetzt wieder ein eigenes eigenen Effekt hat, genau. Also, beziehungsweise ist ein eigenes Material wieder, oder Pseudomaterial kann man auch sagen. Moment, da hat gerade irgendwas bei mir ins Bild geschlichen. So. Und nun Xyz-Beschwörung von 2 Stufe 4 Monstern. Und damit rufen wir Nummer 39, Utopia. Ja, die Nummermonster sind hier in der Sexel-Story ja sehr wichtig. Später kommen sie gar nicht mehr vor. Was irgendwie auch Sinn macht. Für Geschütze und Krieg, okay, von mir aus. Wobei, warum eigentlich? Weil Schwerkraftbindung ist noch draußen. Und den Sekretär zurückzubringen. Ja, genau. Jetzt haben wir Wiedergeburt. Damit hole ich mir Utopia zurück. Wähle Umkehrbrecher. Jetzt haben wir Fallenkarte aus, genau. So, jetzt gehen wir in die Battle-Phase. Erstmal Utopia bitte angreifen. Damit wir Schwerkraftbindung zerstören können. Und jetzt können alle Monster, egal ob sie Stufe oder Ränge haben, können angreifen. Also egal ob sie Xyz-Monster, die andere Monster sind, können sie angreifen. Tschüss, Shark! Eine coole Kombo von uns. Nach dem Duell fand Jume heraus, dass ein neuer Freund eine Art Verbundenheit mit diesen neuen Nummernkarten hatte. Diese Nummerkarte steht für ein Stück meiner Erinnerung. Nur ein kleines Stück. Eine Erinnerung wieder zurückzuholen, muss ich alle 100 Nummerkarten sammeln. Zum Spaß duellieren. Ja, wäre ich dafür. Und damit direkt Zeit fürs zweite Duell. Eigentlich, die ersten Duelle sind immer sehr einfach, da zu gewinnen. Macht entsprechend natürlich auch viel mehr Spaß. So. Oh, die ganzen Duelle hier, meine Fresse. Egal, ausflippen. Dort die Ratschläge von Astral festete sich Yumas Duellfähigkeiten. Dieser neue Erfolg zog jedoch auch neue Duellanten an, die auf Yumas Nummerkarten fokussiert waren. Ein solcher Konkurrent war Flip Turner. Es gibt eine Menge anderer Nummern, umso mehr, die ich mir schnappen kann. Weil ich crazy aussehe, deswegen will ich alle Karten haben. Ich muss zugeben, Freunde, ich habe ja bis Yu-Gi-Oh! 5Ds und Anime stark verfolgt. Bei 5Ds, letzte Staffel, da war ich zum Teil ein bisschen abwesender, weil es mit der Story eigentlich da irgendwie bergab ging. Dann kam Sexel, da fand ich schon die Xyz-Beschwörungen ein bisschen overpowered und habe die erste Staffel verpasst, mehr oder weniger. Aber danach fand ich eigentlich in die Serie richtig geil los, auf einer Story her. Also nicht ganz anders als bei 5Ds, bei 5Ds waren die ersten beiden Staffeln geil und dann ging es zurück. Bei normalen Yu-Gi-Oh! Oder Yu-Gi-Oh! GX, da war es entweder ja, konstant gut oder sogar ein bisschen besser von Staffel zu Staffel. Und deswegen hier Sexel schon ein bisschen was Spezielleres. So, warte mal. Ich muss erstmal aufs Duellieren konzentrieren. Gagaga-Mark, ja genau, das so ein Gagaga-Dick. Diese Karte kann nicht als Synchromaterialmonster verwendet werden. Ja, wir sind hier bei Xyz, also sorry. Direkt angreifen und Stufe 1, okay. Können schon mal Utopia rufen, gerade. Warum mache ich das einfach nicht? Hier kommt Gagaga Magier. Ja,
er könnte seine Stufe ändern. Theoretisch könnte nachher sogar, also könnte auf Stufe 1 ändern, nach Rüstung der optischen Tarnung nutzen, wäre eine Option. Warum sollte ich die Kobold spielen? Das macht halt irgendwie keinen Sinn für mich. Hat eigentlich Yuma so als Karten alles im Deck? Kann man gucken. Ja gut, gerade aktuell rufen kann ich nur Utopia. Für das Überlagerungsnetz von diesen beiden Stufe 4 Monstern. Ruf als Xyz Beschwörung Nummer 39 Utopia. So. Haben wir einen Angriff? Trian hat zerstört diese Karte. Okay. Dann Utopia. Nee, warum soll man einen Angriff negieren? Hallo? Autschen. Das war doof. So. Die Karte noch verdeckt. Ich könnte die Kobold eben noch rufen, wie schon mal erwähnt, aber nee. Lass mal, muss nicht sein. Hat sie gebraucht für ihn. Heulender Wind. Ja gut, was soll er damit machen? Verstärkung für die Armee. Ich brauche einen Krieger. Gagaga Wache. Ganbara Ritter. Subaba Ritter. Nehmen wir den hier. Angenommen, dass der Gegner jetzt irgendwie ein Monster hätte, was den Angriff von Utopia überleben würde. Könnte ich ja so zuschlagen. Okay. Um hier bei mir alles voll zu müllen oder was? Mhm. Ja, was soll er mit dem Kobold machen? Also. Was mache ich nur mit dem Kobold? Mit diesem Kack-Kobold. Nochmal Verstärkung für die Armee. Eieiei. Nochmal Stufe 3 Monster. Und die Gagaga Wache. Nee, das. Ja, komm. Wir machen die Wache. Ich verstehe noch nicht so richtig, was Flip Turner mir damit sagen will. Ist er einfach nur flippig drauf oder hat er irgendwie einen Plan? Momentan sieht es wieder nach dem einen oder dem anderen aus. Ja, was für ein Arsch. Friedensbruder ist natürlich eine ganz fiese Nummer. Na schön, Freundchen, na schön. Ist gar kein Problem.
Nee. So, Flip Turner. Den Friedensboden kostet ihn ja auch ein paar Punkte. Tesla Coda ist auch eine ganz alte Karte. So ein Xyz-Monster auch verdeckt setzen kann, muss er nicht einmal. Krass. Ach, nur die Animation. So. Ja, ja, immer dieses Spirit Monster, wa? Was? Was echt auf mein Deck gelegt? Ne, eben, das war die andere Karte. Das sah gerade so aus, wie die Karte ich gerade geopfert hatte. Aber gar keinen Sinn machen würde. So, meine Axt der Verzweiflung. Kann doch auch die Kobold spielen, aber... Ja, komm. So, machen wir der auch mal. Ja, jetzt wird es halt ein bisschen langwierig, muss ich leider sagen. Ich muss halt warten, bis er irgendwie seine Monster platt machen kann oder aber irgendwie anders durchdringen kann. Nächster. Gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Oh! Der konnte wie gerufen. Oh. Noch eine göttliche Woche. Autschen? Autschen? Das war also mal nicht so wie gedacht, wa? Wer wir alle den platt machen wollen, ja gut von mir aus. Haben wir irgendwie einen Effekt, mit dem ich meine Angriffspunkte verringern könnte? Zumindest nur ein bisschen. Das wäre nämlich ganz praktisch. So, damit geht der Ritter auf dem Friedhof. Sehr schön. Du, 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 du. No. Und Xyz Wiedergeburt. Oh, okay, da geht's gar nicht mehr. Schade. Hier ist er. 39 Utopia. Die Angriffsposition beschwören. Kontrolliert, was auf der Hand
zurück. Ja, also Stufe 1, ja, kann man schon mal machen. Ein Rang 1 Monster berufen habe ich aber leider nicht, wa? Schade. Was kann man jetzt unerwartet? Heimlicher Vogel, du hast auch einen Vogel, ey. Mann, Mann, Mann. So. Ja, noch nicht Kampfschatten zufügen. Also spiele ich jetzt mal noch ein bisschen auf Zeit. Habe ich irgendwie was Brauchbares, Stufe 1 Monstermäßiges? Nicht wirklich, wa? Yuma, was ist eigentlich deine Strategie bezüglich deinen Stufe 1 Monstern? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Was du mit irgendwie bezweckst. Wow. Danke für den Schaden, Alter. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe Yumas Strategie nicht. Was will er mit seinem Deck bezwecken? Von der ganzen Stufe 1 Monster vor allem. Weil er hat gar keinen Rang 1 Monster, hat irgendwie auch keine Zauberkarte. Gut, Gagamagi hat er, ja. Da ist die einzige Karte, die irgendwie die Stufe des Monsters ändern kann. Super. Aber hat irgendwo mal noch ein Tributmonster im Deck? Das wäre ganz praktisch. Ja, ich könnte kotzen, ganz ehrlich. Auch nicht gerade das Wahre, was ich bis jetzt habe. Oh, leck mich doch, ey, ganz ehrlich. Und was hilft das jetzt, Alter? Ganbara Ritter, super. Mit 0 Angriffspunkten. Der bringt's. Also jetzt können wir irgendwie ein schwächeres Monster gebrauchen. Xyz Wiedergeburt. Ja, gut, bringt mir auch nur bedingt etwas, aber okay.
Stufe des Monsters. Ja gut, da bringen wir jetzt auch nicht so viel. F11 quasi. Weil ich will ja nicht die Xyz beschwören, bringt mir ja nichts. Obwohl, warte mal. Dann irgendwie... Doch, für 3 hätte ich was, wa? Okay, das könnte im nächsten Zug funktionieren. Ich muss ihn dazu bringen, dass er angreift. So, erstmal spiele ich Xyz Wiedergeburt. Und hole Utopia zurück. Wenn vermutlich auch nur ein Kurzauftritt wird. Gut, angreifen kann er eh nicht. Dann... Beide Stufe 1, also kein Problem. Dann kann ich den Nachäffer spielen. So, genau, seine Stufe 1 bleibt ja. Machen wir den, also aktuell auch von seinem Monster kann nur der angreifen, der kann nicht. Sowohl wegen Friedensboot als auch Schwerkraftbindung. Ich bräuchte halt nochmal ein Stufe 3 Monster. Das Problem von Nachhelfer ist halt, ich kann Angriff und Verteidigung kann ich irgendwie kopieren, aber nicht die Stufe. Das ist ein bisschen doof. Den kann ich nachher noch switchen. Ja, und kann ich nicht wieder irgendwie zurück switchen. Also, haben wir uns gerade gefragt, was der Effekt da soll. Gehen das zurück. Der wäre natürlich auch geil, aber wie soll er da Schaden zufügen? Also momentan keine Chance. Ah, danke schön. Nützt mir nichts, den um eine Stufe zu erhöhen. Hier was zu rufen bringt mir auch nichts. Ach man, Yuma, dein Deck, hey, ganz ehrlich. Pilot, okay. Wäre zumindest mal Stufe 3, das wäre schon mal etwas, was wir eigentlich wollten. Ich wollte halt nochmal ein Stufe 3 Monster. Der Schieferkrieger nützt mir aber nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Vor allem ist einfach nur noch alles Verzweiflung pur.
Yuma hat so viele Stufe 1 Monster. Aber kein einziges Rang 1 Monster im Extra-Deck. Das ist natürlich dann schon ein bisschen behämmert. Nachhelfen mal wieder, wa? Ja, was soll der mir machen? Ernsthaft? Oh. Ich hab's ja gesehen, Freunde. 3 Monster Stufe 1. Monsterstufe. Ah, super. Naja, es war sogar 4. Baby Tiragon bringt mir insofern auch nichts, weil er braucht dann 4 Monster Stufe 1. Ich habe das vorhin übersehen, das Viech. Da ist er Rang 1. Nur auf deswegen, weil es 3 Monster waren, nicht 2. Das Einzige, was man gerade vorstellen kann. Ja, ich habe mich hier zu sehr auf Stufe 3 und so konzentriert. Oder Rang 3, sag jetzt besser mal. Das ist aber auch ein bescheuertes Deck von dem, ganz ehrlich, ey, sorry. Ernsthaft? Toll. Und jetzt? Hat noch irgendwas Brauchbares im Deck? Er hat Empfängermonster dabei? Okay, aber er hat gar nichts zum Synchronisieren. Ein Empfängermonster im Deck, aber kein Synchromonster. Natürlich ganz clever. Nee, komm. Ganz ehrlich, kein Bock mehr auf den Scheiß. Freunde, wir haben gesehen, was Flip Turner für ein Deck hat. Und ganz ehrlich, das Duell machen, nächste Folge aufs Gewinn, da ist mir zu doof, ganz ehrlich, das Ausflippen, ja, da flippe ich wirklich raus, wenn ich gegen so ein Deck spielen muss, alter Schwede. Insofern, danke fürs Zusehen, trotz allem, trotz der Überlänge, aber wir haben mal gesehen, was sein Deck wäre. Und bei Yuma, ja, eben das mit Rang 1 Monster, er hat welche, aber ich habe das übersehen, weil, ja, die Anfang waren 3 Stücke. Und im Prinzip auch sogar 4 Monster Stufe 1 mindestens. Weil 3 davon gehen für die Gesichtsbeschwörung drauf und 1 davon wäre für einen direkten Angriff. Aber das wäre dann wohl die Strategie, vor allem gegen den Typen. Alles klar. Soweit für mich kapiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich den Typen besiegt habe oder irgendwie im Abschlussangriff oder so. Dann machen wir vor allem mit dem Duell hier weiter. Mit den ganzen Duellen hier haben wir noch einiges zu tun. Ey, alter Schwede. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.